Digga, ich war so dumm. Ich hatte das Shirt an von Deutschland. Ich dachte mir so vom Penalty, ja komm, machst mal einen Joke, oder? Hier Deutschland-Wappen. Und ich als Schweizer, ich kann doch kein deutsches Trikot anhaben. Ich nehme das Logo, überdeck das so und mach so. 4 Sekunden später verschieße ich den Penalty, Digga. Hast du mal in einem Fußballverein gespielt? Ich habe tatsächlich 8 Jahre in einem Fußballverein gespielt. Ich war sehr gut. Außen rechts. Auf der Bank. Ich habe lange Fußball gespielt, glaube ich. 8 Jahre oder so. Aber ich habe jetzt auch schon 6 Jahre nicht mehr wirklich gespielt. Und ich habe beim Event von Eligella wieder gemerkt, wie anstrengend Fußball eigentlich ist. Man denkt immer so, Fußball ist so, ja, da muss man so ein bisschen kicken können, so ein bisschen rumrennen. Aber Fußball ist eigentlich so damn anstrengend, Digga. Weil ich meine, du musst ja die ganze Zeit rennen, obviously. Du musst vorne sein, du musst hinten sein. Da muss noch Technik haben. Dann unterschätzt man, wie hart diese Bälle sind. Und wenn man sich das nicht gewohnt ist, hier mit dem Rist zu schießen, dann schmerzt es hier. Das merke ich jetzt. Und man verletzt sich sehr schnell. Nice. Alles in allem war das Eligella-Event, glaube ich, eine absolute 10 von 10. Ich glaube, es ist mittlerweile nicht mehr so speziell, würde ich sagen, Chat, dass es YouTuber-Events gibt. Deshalb werden die Events obviously auch viel besser. Es war halt einfach so ein Event. Du gehst dorthin, es hat alles funktioniert, die Übertragung war gut. Das Bild, fand ich, sah insane geil aus von der Übertragung. So von den Farben und so. Obwohl ich farbenblind bin, fand ich das Bild von den Farben sehr, sehr schön. Digga, stimmt! Ey, ich habe 2 Leute getroffen, wo ich nie gedacht hätte, dass ich die beiden Leute treffe. Nee, oder? 3 Leute? Sagen wir mal 2. Erstens waren wir dort und dann war dort einfach Kai Pflaume, Digga. Und ich schwör, Milo und ich waren da, sagen Kai Pflaume und wir sagen beide, Digga, Kai Pflaume sieht so fucking fresh aus. Ich weiß nicht, wie alt er ist, 45, 35, 40, so irgendwo dort. Der sieht fresher aus als manche 20-Jährige, Digga. Sein Körper, jetzt auf einer Homo-Basis oder auf Homo-Basis, Digga, schöner Körper. Oversize-Shirts fitten gut. Hat miesen Drip. Hat mehr Drip als Trimax. Einfach ein nicer Dude. Und dann haben wir noch ein bisschen geredet. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir ins Gespräch kamen. Ich glaube, stimmt. Ich hatte die Schuhe an von Rin. Ich hatte diese Adidas X Lubath Schuhe von Rin an. Die habe ich bekommen und ich weiß, Kai Pflaume hat die auch bekommen. Und dann bin ich so vorbeigelaufen und dann hat er so gesagt, ey, ich habe die Kai Pflaume Schuhe extra nicht angezogen, weil ich wusste, viele ziehen die an. Und dann haben wir noch so ein bisschen geredet oder so sind wir ins Gespräch gekommen. Und ich muss ehrlich sagen, sehr, sehr netter Dude. Hat mich gekannt, hat Milo gekannt. Haben ein bisschen über die Schweiz geredet, so ein bisschen über die Fernsehbranche, ja, was man halt so redet. Aber Kai Pflaume ist sehr, sehr nett. Und dann wirklich das Krasseste, das ist wie als damals Sido mich angesprochen hat beim Red Bull Soundclash, als er gekommen ist und gesagt hat, ey, du magst diese Videos. Das war krass. Milo und ich waren am Essen und dann kam Monte und ihr kennt das, wenn jemand so Bekanntes kommt oder so jemand, zu dem man so krass hochschaut, dann will man nicht irgendwie so rüber gucken oder so. Dann, wir haben halt beide so auf den Tisch geguckt und so ein Krampfgespräch gehalten. Also wir wussten, Monte ist nebendran. Monte hat sich irgendwie dort so eine Cola aus dem Schrank genommen und hat sich dann so umgedreht. Ich saß unten und wirklich, original hat er einfach gesagt, so, dich kennt man auch aus dem Internet. Einfach so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich vorher so ein paar Mal Blickkontakt hatte und wenn man halt so weiß, dass man sich kennen könnte, dann ist es so, dich kennt man auch aus dem Internet. Dann habe ich gesagt, ja, aber dich kennt man auch aus dem Internet. Und dann also, ja. Ich weiß nicht mehr, was wir dann geredet haben. Ich glaube nur noch so ganz kurzes Smalltalk und dann ist er auch wieder gegangen. Ich glaube, dann ist er ganz abgehauen. Aber das war auf jeden Fall meine Experience. Das war richtig krass. Alles in allem dieses Wochenende, Digga. Allgemein die letzten Tage. Ich habe das Gefühl, Chat, wenn ich im Zivildienst bin, bin ich einfach produktiver. Ich habe, seit ich im Zivildienst bin, Daily Videos auf dem 2-Kanal hochgeladen, 2 Hauptkanal-Videos, fast Daily TikToks, mehr Streams als in einem normalen Monat, wo ich nicht im Zivildienst bin. Und ich beschwere mich auf dem 2-Kanal wegen dem Zivildienst, Digga. Ich glaube, das ist das Phänomen von, wenn man viel macht, macht man noch mehr. Kennt ihr das? Oder bin ich der Einzige? Dann geh doch immer arbeiten. Ich glaube, auf lange Sicht wäre es rein Burnout-technisch nicht so gut. Standard. Du hast vielleicht einen besseren Tagesablauf. Safe, glaube ich auch. Ich glaube, es liegt wirklich daran, dass ich halt wegen dem Zivildienst ich muss um 5:30 Uhr aufstehen, weil ich um 7 Uhr in Basel sein muss. Und ich brauche so eine Stunde bis nach Basel. Und ich glaube wirklich, dass es wegen dem ist. Man steht auf, man ist irgendwie, wenn man früh aufsteht und sowas macht, man ist irgendwie fitter. Weil wenn man selbstständig ist, Digga, man schläft bis um 10 Uhr, dann steht man mal um 10:30 auf und dann sagt man so, ja, okay, habe ich ja noch ein bisschen Zeit, dann machen wir bis 12 nichts und dann hast du nichts gemacht. Aber wenn du halt arbeitest, dann bist du um 5:30 aufgestanden und hast bis um 12 Uhr schon so viel gemacht, dass du so ein gutes Feeling hast, dass du auch am Abend noch Bock hast, irgendetwas zu machen, weil du weißt so, ja Digga, das war ein produktiver Tag, deshalb mache ich jetzt noch mehr Produktivs. Irgendwie so. Ja, weil dann hat man angefangen zu arbeiten, kenne ich gut. Stimmt. Man muss einfach mal anfangen. Man muss im Leben manchmal einfach anfangen. Denn ein Macher ist nicht ein Denker. Ein Denker, der denkt nur. Ein Macher, der macht und fängt an. Ein Macher ist somit auch immer ein Anfänger. Aber nur weil man ein Anfänger ist, heißt das nicht, dass man ein Anfänger ist. Man ist nur ein Anfänger, weil man erst angefangen hat. Weil man
Aber das Wochenende war an sich sehr crazy. Ich musste bis Freitagabend arbeiten. Dann am Samstag gingen wir zum Red Bull Cliff Diving. Digga, das war insane. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt. Küsse gehen raus auf jeden Fall an Red Bull Cliff Diving. Das ist so wie 10 Meter Springen, einfach von 27 Meter. So recht klassische Sprünge, so alles gestreckt. Aber Digga, das ist... Wir durften dort ein bisschen filmen und auf die Plattform gehen. Digga, das ist insane. Guckt euch mal an. Es ist insane hoch, 27 Meter. Und Milo hat Höhenangst. Bei mir ging es so einigermaßen, aber war sehr, sehr geil. Ich glaube, ich habe einen Clip, wie jemand gesprungen ist. Warte. Hier, watch this. Digga. Das war sehr, sehr geil. Dann sind wir direkt vom Red Bull Cliff Diving zu den Swiss Comedy Awards gefahren. Dort musste ich eine Laudatio halten vor 1000 Menschen. Und ich sag's euch, wie es ist. Eine Laudatio, das ist... Was ist eine Laudatio? Das ist so eine Rede, die man hält, entweder bei einem Fest oder im Fernsehen oder bei irgendwas so. Da stehst du so am Pult, so wie ein Politiker und sagst... Guten Tag, ich bin Adrian und ich darf eine Laudatio halten für den Swiss Comedy Award in der Kategorie Online im Jahre 2022. Die musste ich halten und da waren 1000 Leute im Saal, aber halt 1000 wichtige Leute, also halt alle großen Schweizer Comedy-Legenden. Und dann komme ich und muss dort eine lustige Laudatio halten, das ging auf jeden Fall komplett in die Hose. Ich habe mir bis jetzt die Laudatio noch nicht angeschaut. Das war ganz, ganz schlimm. Ich weiß nicht, ich habe glaube ich gar kein Bild. Also es war auf jeden Fall ganz, ganz schlimm. Digga, es gibt einen Grund, glaube ich, einen guten Grund, dass ich YouTube mache und nicht irgendwie Stand-Up-Comedy oder irgendwie weiß ich was. Weil bei YouTube kann man schneiden und im Stream ist auch nicht so schlimm, weil ich sehe die Leute halt nicht direkt. Ich sag ganz ehrlich, wenn jetzt diese 200 Leute, die jetzt zugucken, vor mir wären, dann wäre ich auch nervöser. Wer ist dann Bekannter aus der Comedy-Branche aus der Schweiz, außer Hazel Brugger? Hazel Brugger ist schon so die bekannteste, die man kennt, glaube ich. Aber es gibt halt noch Schweizer, die Deutschen nicht kennen, die halt in der Schweiz insane big sind. Hättest du runterspringen können von weiter unten, wenn du gewollt hättest? Es gab eine 27 Meter Plattform und eine 22 Meter Plattform. Aber 22 Meter kann ich nicht springen, weil ich hatte mal so... Wie sagen wir dem so? Als Kind hatte ich in meinen Trommelfellen so kleine Röhrchen drin, dass das besser belüftet wird. Und deshalb kann ich keinen Druckausgleich mehr machen. Ich kann so keinen Druckausgleich machen, geht nicht. Und deshalb kann ich nicht von so hoch springen, weil man dann zu schnell, zu tief eintaucht und dann meine Trommelfelle reißen können. Das ist sehr, sehr geil, Digga. Genau, dann waren wir bei den Swiss Comedy Awards, ging dann nicht an die Aftershow-Party, weil ich keinen Alkohol trinke, Chat. Dann sind wir direkt an diesem Abend noch um 10 Uhr losgefahren, sind um 3 Uhr morgens oder 4 Uhr morgens in München angekommen, um 10 Uhr morgens in München aufgestanden, zum Ellie Geller Cup gefahren. Dort war der Ellie Geller Cup, dort habe ich absolut gekonnt einen Penalty verschossen, es war ein Fest. Und dann sind wir direkt nach dem Ellie Geller Cup wieder zurückgefahren, um 4 Uhr morgens am Montagmorgen in der Schweiz angekommen. Um 7 Uhr musste ich arbeiten, das heißt, ich hatte so 1,5 Stunden Schlaf, weil ich noch 1,5 Stunden Arbeitsweg habe. Das Problem war nur... Ich habe verpennt und bin eine Stunde zu spät gekommen. Perfekt. Das war auf jeden Fall mein Wochenende. Ich würde sagen, eines meiner krassesten Wochenende, die ich jemals in meinem Leben hatte. 3 Events an einem Wochenende. Red Bull Cliff Diving, Swiss Comedy Awards mit der Laudatio live im ersten Schweizer Fernsehen am Samstagabend. Und am Sonntagabend vor 6.700 Leuten in einem Stadion ein Penalty verschießen. Erfolgreiches Wochenende. Mein Bein ist kaputt. Das war's komplett. Wie fühlt es sich eigentlich an, den entscheidenden Elfer zu verschießen? Ich sag ganz ehrlich, es fühlt sich schon ein bisschen geil an. Ich bin halt erst ab dem Halbfinale dazugekommen und ich nehme solche Turniere, ich bin schon ehrgeizig, ich will unbedingt gewinnen, aber es kratzt mich dann auch nicht so krass, dass ich dann so 5 Tage lang denke, oh mein Gott, was wäre, wenn ich den gemacht hätte, so, weißt du? Es ist ja immer noch ein Spaßturnier, es ist jetzt nicht irgendwie so die Weltmeisterschaft. Es war halt in dem Sinne geil, dass alle in diesem Moment zugeguckt haben, so. Es war vielleicht nicht die beste Promo, weil ich zuerst das deutsche Nationalwappen vom Trikot so abgedeckt habe und dann so gemacht habe. Dann haben mich alle ausgebuht und dann habe ich direkt den Elfmeter verschossen. Das war jetzt vielleicht, ich sag mal so, nicht der perfekte Ablauf, wie ich mir das in meinem Kopf geplant habe. Aber es kann nicht immer alles rund gehen im Leben. Aber war ein geiles Event. Grüße gehen raus an Ellie Geller. My heart just got stuck between these loops. Mama got